Also das Erste ist immer, dass man den Teig vorbereitet für die Burgerbrötchen. Wie gesagt, ich bin da so, dass ich alles zusammenhaue und das funktioniert. Die Mengenangaben müssen halbwegs zusammenstimmen, das ist das Wichtigste natürlich. Da kann man sich nach dem Rezept halten. Wenn der Teig fertig gegangen ist, dann knetet man nochmal durch mit der Küchenmaschine oder mit der Hand, wie man es halt gerade lieber mag. Dann schaut man, dass man lauter gleich große Kugeln formt. Ich kenne beides, ich kenne, dass wer auswägelt und aussticht, das ist mir zu mühsam. Ich reiße die Stücke runter, mache Kugeln, vielleicht drücke ich mir ein bisschen zusammen, dass sie ein bisschen flacher sind, lege die schön aufs Backblech drauf, dann bepinsel das mit einem Ei, tue ein bisschen Sesam drüber. Dann, je nachdem wie die Zeit ist, lasse ich es nochmal ein bisschen gehen oder schiebe es dann gleich ins Rohr rein. Schieße natürlich, wenn es nochmal ein paar Minuten Zeit haben, zuerst schon zum Aufgehen, dann gebe ich es ins Rohr rein. Das dauert ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten, je nach Rohr und Grad. Und wenn sie dann fertig sind, holt man es raus, lässt es ein bisschen abkühlen. Und wir mögen es eigentlich gern, wenn man die Burger dann auseinanderschneidet und vielleicht noch mal kurz in der Pfanne in ein bisschen Butter die Schnittseiten brät. Ist ein bisschen fetter, aber Fett ist halt auch Geschmacksträger und schmeckt halt gut.